Развитие немецкой речи. Фразы для экзамена. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо заучить. Городская библиотека уже закрыта. Die Stadtbibliothek hat bereits geschlossen. Die Stadtbibliothek hat bereits geschlossen. Пиво, пожалуйста. Ein Bier bitte. Ein Bier bitte. Он предложил мне 800 евро за старую машину. Hat mir für den alten Wagen noch 800 Euro geboten. Hat mir für den alten Wagen noch 800 Euro geboten. Компания предлагает своим сотрудникам возможность посещать языковые курсы. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen. Над моим письменным столом висит фотография моих детей. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Мне нужен больший экран для моего компьютера. Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. У нас есть телевизор с очень большим экраном. Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm.
Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm. Билет вы можете купить в кассе. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Эта книга не из дешевых. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Моя подруга изучает биологию. Meine Freundin studiert Biologie. Meine Freundin studiert Biologie. Я покупаю только органические овощи. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Органические продукты питания теперь также доступны в супермаркете. Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt. Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt. Хотите фруктов? Груши сегодня особенно красивые. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Маршрут 8 идет только до главного вокзала. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. До каких пор вы сможете остаться? Bis wann können Sie bleiben? Bis wann können Sie bleiben? Пока. До скорой встречи. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich.
Некоторые поезда задерживались на 2 часа. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. На ремонт нам нужно 3-4 дня. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Подожди здесь, пока я не вернусь. Warte hier, bis ich zurückkomme. Warte hier, bis ich zurückkomme. Пока все в порядке. Bisher ist alles in Ordnung. Bisher ist alles in Ordnung. Если вы подождете немного, мы сможем пойти вместе. Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Хотите еще немного риса? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Можете, пожалуйста, говорить немного громче? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Вы говорите по-английски? Немного. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Могу я попросить вас послушать минутку? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören?
У меня есть просьба. Могу ли я разок воспользоваться вашим мобильным телефоном? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Чашку кофе, пожалуйста. Eine Tasse Kaffee, bitte. Eine Tasse Kaffee, bitte. Bitte schön. Пожалуйста. Bitte schön. Что, простите? Что вы сказали? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Пожалуйста, говорите медленно. Sprechen Sie bitte langsam. Sprechen Sie bitte langsam. У тебя есть сахар? Чай очень горький. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Ты выглядишь очень бледным. Ты болен? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? На деревьях уже желтеют листья. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Обратите внимание на глагол bekommen – получать. Дословный перевод: деревья получают уже желтые листья. Но мы данное предложение переводим близко к русскому, к своему родному языку. Да? На деревьях уже желтеют листья. У вас есть для меня листок бумаги? Haben Sie ein Blatt Papier für mich? Haben Sie ein Blatt Papier für mich? Я сегодня остаюсь дома. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe heute zu Hause. В июне и июле наш магазин закрыт по субботам. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen.
Дословный перевод: наш магазин остается закрытым. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Bleiben Sie bitte am Apparat. Bleiben Sie bitte am Apparat. То есть дословно у аппарата оставайтесь, у телефона. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Bleiben Sie doch sitzen. Bleiben Sie doch sitzen. Дословный перевод: оставайтесь сидеть. Мы останемся только до завтра. Wir bleiben nur bis morgen. Wir bleiben nur bis morgen. У тебя есть для меня карандаш? Hast du einen Bleistift für mich? Hast du einen Bleistift für mich? Отсюда открывается великолепный вид на город. Von hier hat man einen tollen Blick über die Stadt. Von hier hat man einen tollen Blick über die Stadt. Если дословно перевести, то получается von hier, отсюда, hat man, имеется, да, глагол haben иметь, имеется, великолепный вид, прекрасный вид над городом. Он слепой с рождения. Ist von Geburt an blind. Ist von Geburt an blind. Вчера вечером была гроза. Была ужасная молния и гром. Gestern Abend gab es ein Gewitter. Es hat furchtbar geblitzt und gedonnert. Gestern Abend gab es ein Gewitter. Es hat furchtbar geblitzt und gedonnert. То есть, смотрите, значит, дословный перевод. Здесь у нас существительным переводится, а здесь как бы глагол geblitzt, то есть сверкало, ужасно сверкало и гремело. Мы перевели вот так. Была ужасная молния и гром. Сверкало и гремело. Ее глаза светятся от радости. Ihre Augen blitzen vor Freude. Дословно сверкают от радости. Ihre Augen blitzen vor Freude.
Что за гроза? Ты видел молнию? Was für ein Gewitter? Hast du den Blitz gesehen? Was für ein Gewitter? Hast du den Blitz gesehen? Ты фото со вспышкой сделал? Hast du das Foto mit Blitz gemacht? Hast du das Foto mit Blitz gemacht? Mein Sohn ist blond. Мой сын блондин. Mein Sohn ist blond. У Нины длинные светлые волосы. Nina hat lange blonde Haare. Nina hat lange blonde Haare. Я не хочу ничего покупать, я просто хочу осмотреться. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte mich bloß umsehen. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte mich bloß umsehen. Только не опаздывай. Нам нужно быть на вокзале вовремя. Komm bloß nicht zu spät. Wir müssen pünktlich am Bahnhof sein. Komm bloß nicht zu spät. Wir müssen pünktlich am Bahnhof sein. Эх, если бы я только зарабатывал больше. Ach, wenn ich bloß mehr verdienen würde. Ach, wenn ich bloß mehr verdienen würde. Деревья уже цветут. Весна. Die Bäume blühen schon. Es ist Frühling. Die Bäume blühen schon. Es ist Frühling. Мы подарили маме цветы на день рождения. Wir haben meiner Mutter Blumen zum Geburtstag geschenkt. Wir haben meiner Mutter Blumen zum Geburtstag geschenkt. Я хочу белую блузку. Ich hätte gerne eine weiße Bluse. Ich hätte gerne eine weiße Bluse.
Это очень вежливая фраза, когда мы выражаем просьбу. Я хочу, да? Немцы говорят ich hätte gerne eine weiße Bluse. Я поранился, моя рука кровоточит. Ich habe mich verletzt. Meine Hand blutet. Ich habe mich verletzt. Meine Hand blutet. Здесь поблизости есть почтовый ящик? Ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Пожалуйста, достань газету из почтового ящика. Hol bitte mal die Zeitung aus dem Briefkasten. Hol bitte mal die Zeitung aus dem Briefkasten. Этот hol – это глагол holen, то есть что-то принести, достать. Здесь у нас повелительная форма, обращаемся на ты. Hol – принеси, достань. Вы можете получить почтовые марки на стойке 7 или у окошка 7. Briefmarken bekommen Sie am Schalter 7. Briefmarken bekommen Sie am Schalter 7. Почтальонка уже была там. War die Briefträgerin schon da? War die Briefträgerin schon da? Я хотел бы 50 конвертов и марок к ним. Ich hätte gern 50 Briefumschläge und Briefmarken dazu. Ich hätte gern 50 Briefumschläge und Briefmarken dazu. У меня в кошельке только мелочь. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Мне нужны новые очки. Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Принесите мне, пожалуйста, стакан чая. Приносить, bringen. Основные формы brachte, hat gebracht. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Я отвезу тебя домой. Здесь мы тоже используем глагол bringen. Дословно будет я отнесу тебя, да? Ich bringe dich nach Hause.
Ich bringe dich nach Hause. Вечерняя газета опубликовала сообщение о происшествии. То есть вечерняя газета принесла сообщение о происшествии. Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht. Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht. В брошюре вы найдете самую новую информацию. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. То есть здесь у нас используется прилагательное «ной», «новый» в превосходной степени. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. Я всегда покупаю хлеб в пекарне, а не в супермаркете. То есть в пекарне это значит у пекаря, да, имеется в виду. Brot kaufe ich immer beim Bäcker, nicht im Supermarkt. Brot kaufe ich immer beim Bäcker, nicht im Supermarkt. Что тебе положить на хлеб? То есть с чем ты будешь хлеб? Was möchtest du aufs Brot haben? То есть дословно, что хотел бы ты иметь на хлебе? Was möchtest du aufs Brot haben? Возьми еще несколько бутербродов в поездку. Nimm noch ein paar belegte Brote für die Fahrt mit. Nimm noch ein paar belegte Brote für die Fahrt mit. Я быстро принесу несколько булочек на завтрак. Ich hole schnell ein paar Brötchen zum Frühstück. Ich hole schnell ein paar Brötchen zum Frühstück. Поезжайте через следующий мост и потом направо. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Мой младший брат все еще ходит в школу. Mein jüngster Bruder geht noch zur Schule. Mein jüngster Bruder geht noch zur Schule. И здесь у нас прилагательное jung, опять в превосходной степени. Mein jüngster Bruder, то есть самый молодой, самый юный брат. У меня боль в груди. Ich habe Schmerzen in der Brust.
Ich habe Schmerzen in der Brust. В школьном классе 15 мальчиков и 10 девочек. In der Schulklasse sind 15 Buben und 10 Mädchen. In der Schulklasse sind 15 Buben und 10 Mädchen. У вас есть книга об истории Берлина? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? У них, вероятно, есть эта книга в книжном магазине в городе. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. Я забронировал рейс в Рим на завтра. Бронировать, буха. Три основные формы. Buchte, hat gebucht. Ich habe für morgen einen Flug nach Rom gebucht. Ich habe für morgen einen Flug nach Rom gebucht. Ich habe für morgen einen Flug nach Rom gebucht. Книги лежали на полу. И здесь мы используем претеритум. Die Bücher lagen auf dem Fußboden. Die Bücher lagen auf dem Fußboden. На этой почве особенно хорошо растут овощи. Auf diesem Boden wächst Gemüse besonders gut. Auf diesem Boden wächst Gemüse besonders gut. Auf diesem Boden wächst Gemüse besonders gut. Пожалуйста, напишите свое имя на листе ответов. Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf den Antwortbogen. Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf den Antwortbogen. Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf den Antwortbogen. Я люблю есть бобы. Ich esse gern Bohnen. Ich esse gern Bohnen. На этом озере можно арендовать лодки.
An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. An diesem See kann man Boote mieten. Я получил визу в посольстве. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. Дословно мы переводим визу я получил от посольства. Das Visum habe ich von der Botschaft bekommen. К сожалению, я забыл книгу. Надеюсь, ты не злишься на меня. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Ich habe das Buch leider vergessen. Hoffentlich bist du mir nicht böse. Не делай такое сердитое лицо. Mach nicht so ein böses Gesicht. Mach nicht so ein böses Gesicht. Mach nicht so ein böses Gesicht. Я зла на тебя, ты снова не пришел. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Ich bin böse auf dich. Du bist wieder nicht gekommen. Покажи-ка мне, ты поранился, но это выглядит плохо. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Zeig mal, du hast dich verletzt? Das sieht aber böse aus. Мясо нужно жарить 10 минут. И глагол braten. Три основные формы. Brit, hat gebraten. Das Fleisch muss 10 Minuten braten. Das Fleisch muss 10 Minuten braten. Сегодня у нас жареная рыба. Heute gibt's gebratenen Fisch. Heute gibt's gebratenen Fisch. Возьмете еще немного соуса для жарки. Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten.
Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten? Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten? Мне нужна машина. Глагол brauchen. Три основные формы. Brauchte, hat gebraucht. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Тебе еще нужна газета? Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Моя бабушка больна, ей нужно много отдыхать. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. На ремонт мне понадобилась неделя. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Вам не нужно приходить завтра. Я сделаю это один. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Он поранился во время катания на лыжах, его нога сломана. Ломать brechen, brach hat gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Я сломал ногу в отпуске. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ковер имеет длину 2 метра и ширину 1 метр. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit.
Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Я не против, что мы сейчас пойдем домой. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. У меня простуда, поэтому я не смогу прийти сегодня. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. У меня есть еще банка фасоли. Имеется в виду консервная банка, консерва, банка консервов. Ich habe noch eine Büchse Bohnen. Ich habe noch eine Büchse Bohnen. Буфет открыт. Das Buffet ist eröffnet. Das Buffet ist eröffnet. Ему нравится быть на сцене. Дословно, он стоит охотно на сцене. Steht gern auf der Bühne. Steht gern auf der Bühne. Steht gern auf der Bühne. Мне нравится разноцветное платье, или пестрое платье, где много цветов. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Das bunte Kleid gefällt mir gut. Из замка открывается красивый вид. Von der Burg hat man eine schöne Aussicht. Von der Burg hat man eine schöne Aussicht. Дословно переводится как из замка или от замка имеется красивый вид. Граждане ЕС могут работать повсюду в Европе. EU-Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten. EU-Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten. EU-Bürgerinnen und Bürger können überall in Europa arbeiten. Я хочу работать в офисе. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte in einem Büro arbeiten.
Наш офис закрыт по субботам. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. Дословно остается закрытым. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. У тебя есть щетка? Моя обувь такая грязная. Hast du eine Bürste? Meine Schuhe sind so schmutzig. Hast du eine Bürste? Meine Schuhe sind so schmutzig. Hast du eine Bürste? Meine Schuhe sind so schmutzig. Мне нужна щетка для волос. Ich brauche eine Bürste für meine Haare. Ich brauche eine Bürste für meine Haare. Ich brauche eine Bürste für meine Haare. Мне нужна новая зубная щетка. Ich brauche eine neue Zahnbürste. Ich brauche eine neue Zahnbürste. Обычно я еду на работу на автобусе. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre meistens mit dem Bus zur Arbeit. Я просто хочу масла на хлеб. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Здесь недалеко есть кафе. Давай выпьем кофе. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Если дословно, то можно так перевести: здесь, вблизи, in der Nähe, вблизи или недалеко. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Я быстро принесу что-нибудь из столовой. Ich hole mir schnell etwas aus der Cafeteria. Ну, можно перевести как из столовой, а можно как кафетерий. Мы знаем, что такое кафетерий. Ich hole mir schnell etwas aus der Cafeteria. У моего мужа есть хороший шанс получить должность. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Я не могу решить это один. Мне нужно сначала спросить у начальницы.
Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Я думаю, что твое платье очень шикарное. Ich finde dein Kleid sehr schick. Ich finde dein Kleid sehr schick. Мы купили нам диван и новые кресла. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Я бы хотел крем для рук. И здесь нам нужно очень вежливо выразить свое желание. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Для крема я брала сливочное масло и шоколад. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Так как у вас нет членской карты, это немного дороже. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Там есть торговый автомат. Da drüben ist ein Getränkeautomat. Da drüben ist ein Getränkeautomat. То есть дословно можно перевести как автомат с напитками. Ну, там ведь не только напитки бывают, поэтому мы можем перевести как торговый автомат, с которым можно какие-то продукты купить. Da drüben можно перевести как вон там. Da drüben. Da drüben ist ein Getränkeautomat. О чем ты там при этом думал? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Понятно, что ты здесь. Твоя семья тоже с тобой? Schön, dass du da bist.
Ist deine Familie auch dabei? Schön, dass du da bist. Ist deine Familie auch dabei? У тебя есть с собой ручка? Hast du einen Stift dabei? Hast du einen Stift dabei? Нам нужно отремонтировать крышу. И если мы крышу ремонтируем не сами, то мы здесь будем использовать глагол lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Мы живем прямо под крышей. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Моя сестра интересуется политикой. Меня это не интересует. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Здесь у нас местоименное наречие. Учитесь употреблять. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Я за то, чтобы уйти как можно раньше. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Будь осторожен, здесь дерево, не врежься в него. То есть дословно не едь против него. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Вы за или против запрета на курение? Я против этого. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen.